Was ich, glaube ich, gut hinkriege, was Schauspielern, glaube ich, auch gefällt, ist, dass ich sehr euphorisch bin. Also ich freue mich, wenn mir was gefällt, da freue ich mich immer ganz viel. Und das ist mittlerweile mir auch am allerwichtigsten, dass ich mich dann freuen kann und dass mir das Spaß macht. Und ich mache auch gerne mal einen Witz oder ich sage dann mal was Unpassendes und dann müssen halt alle lachen. Am liebsten habe ich es, wenn ich eintauche und gar nicht mehr weiß, wen ich da vor mir habe und was ich da jetzt eigentlich sage. Weil das ist am authentischsten und ich glaube, das kommt auch am besten an. Willkommen beim 35M Elevator Pitch. Ich bin Emil Schlesser. Und ich bin Fabian Koller. Hallo, wir sind mal vom Lützeburgisch ins Deutsche, weil wir haben nämlich mit unserem nächsten Gast zum ersten Mal eine nicht luxemburgischsprachige Filmemacherin zu Besuch. Die Uli ist auch die allererste Kostümbildnerin, mit der wir uns unterhalten. Einer dieser Jobs beim Film, die viel spannender sind, als man sich das so als Nichtkenner vorstellen würde. Denn es geht nämlich um sehr viel mehr als nur um Kleider. Ganz besonders dann, wenn man schon so viele und so große Projekte wie die Uli hat machen dürfen. Man denke da nur an die unzähligen Stars, die sie über die Jahre hinweg an- und auch ausgezogen hat. Wir haben uns bei diesem faszinierenden Gespräch mit der Uli köstlich amüsiert und ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß mit der Kostümdesignerin Uli Simon. Hallo liebe Uli. Hallo liebe Emil. Wie schön ist es, dich zu Besuch zu haben heute. Vielen Dank für die Einladung. Und du bist auch unser erster Gast, mit dem wir nicht luxemburgisch reden. Das ist ein deutscher Podcast. Okay, aber ich habe dir angeboten, ich kann es auf jeden Fall probieren. Ich mache zwar ein paar Fehler, aber eigentlich kann ich ganz gut sprechen. Aber das stört doch niemanden. Nein. Also weder mich noch Fabian, wir noch machen die Fehler. Zuhörer. Ja, ich muss auch an meinem Deutsch wieder arbeiten, das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Und du bist auch die erste Kostümbildnerin, die wir als Gast haben. Schön. Ja, vielleicht nicht die letzte, mal sehen. Aber das ist ja in unserem Podcast auch interessant, dass wir nicht nur mit Schauspielern und den Regisseuren und wie man die nennt, Above-the-Line-Figuren bei einer Filmproduktion uns unterhalten, sondern auch mit denen, die etwas weniger sichtbar sind und trotzdem erheblich zur Qualität eines Endproduktes beitragen. Ja, und dann später sichtbar werden. Dann trotzdem sichtbar werden im Film, weil man ja die Kostüme sieht. Man sieht die Kostüme, aber das Publikum in der Regel ist sich ja weniger bewusst, dass da eine halbe Armee, je nachdem, was für ein Aufwand damit verbunden ist, damit beschäftigt war, die Kostüme herzustellen, dass das alles bis ins letzte Detail designt werden musste und ausgesucht und überlegt, recherchiert. Und wenn man so sich seine Filmografie ansieht, du hast quasi in jeder Zeitepoche der Zeitgeschichte, sagen wir mal, nach Geburt Jesu. In vielen, sagen wir mal so. Ja. Es gibt auch einige, wo ich noch nicht gearbeitet habe. Aber ich habe schon einiges gemacht. Am Mittelalter, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, 19. sind dann natürlich zeitgenössische Projekte. Und das wäre doch mal, glaube ich, ganz interessant, da anzufangen. Wie bereitest du dich dann auf ein Projekt vor? Sagen wir mal, das spielt in der Renaissance oder so? Also erstmal lese ich das Drehbuch und spreche mit dem Regisseur und mache mir da mal ein Bild, was der überhaupt möchte. Und dann fange ich an mit Recherchen im Internet oder früher habe ich sogar immer ganz viel mit Büchern gearbeitet. Da gab es ja noch kaum Internet oder kein Internet, als ich angefangen habe. Mein erster Mittelalterfilm war 2000. Und da war es mit dem Computer noch nicht so, dass man da so viel recherchieren konnte. Das heißt, man musste wirklich mit Büchern arbeiten. Und ich hatte dann einen guten Kontakt in Deutschland. Und da war eine alte Dame, die hat Kostümbücher gesammelt, paar tausend. Also da konnte ich mir die ausleihen, umsonst. Das war eine ganz tolle alte Dame, eine ehemalige Bibliothekarin. Und ihr Steckenpferd waren Kostümbücher. Das hatte ich irgendwie erfahren. Und dann hat sie mir das geliehen für ein halbes Jahr und dann sehr viele Sachen recherchiert. Dann fängt man an, Stoffe zu sammeln und dann fängt man an, vielleicht auch einen Schneider zu suchen. Und dann muss man in Kostümhäuser besuchen in Europa. Ich war viel in London, ich war in Madrid, in Berlin ganz viel und in Italien auch in einigen, also in Rom. Was würde man denn so finden in so Kostümhäusern? Original? Teilweise ja. Also jetzt Mittelalter weniger, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen zu lange her. Aber auch die Mittelalter-Sachen in diesen Häusern sind entweder sehr hochwertig angefertigt oder sind wirklich dann auch schon etwas älter. Also das Original geht so los ab 1900. Da gibt's schon noch einiges Original. 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, da kriegt man also sehr viel, also originale Sachen noch.
Davor wäre es natürlich. Ja, alles andere muss halt recherchiert werden. Auch die Stoffe müssen dann recherchiert werden. Und dann bildet man etwas nach, was man halt in den Büchern gelesen hat oder gesehen hat an Zeichnungen. Weil es gibt ja dann wirklich nur Zeichnungen über Mittelalter. Wenn wir jetzt über Mittelalter sprechen, da gibt es ja keine Fotos. Also das muss man sich dann so vorstellen wie auf den alten Malern. Also es sind meistens dann auch, die Bücher sind dann so Bücher von alten Malern. Ne? Und da sieht man auch ein bisschen die Farbigkeiten. Es gibt ja auch Bücher, die beschreiben, welche Farben zum Beispiel schon möglich waren. Im Mittelalter gab es zum Beispiel noch kein Blau. Und so Sachen muss man dann halt bedenken, wenn es realistisch sein sollte. Ja. Warum gab es kein Blau? Es gab noch keine Möglichkeit, Blau herzustellen. Und ist das wegen dem Lapislazuli? Das weiß ich nicht, aber es gab auf jeden Fall noch kein Blau. In der Kunstgeschichte ist es ja auch, dass die blaue Farbe war immer die allerteuerste. Und deswegen war das Gewand der Mutter Gottes, der Maria, war immer blau. Und deswegen, da kommt auch der Name her, Ultramarin, weil es auf der anderen Seite des Mittelmeeres, nämlich aus Afghanistan, kommt Lapislazuli, das ist so ein Kristall. Und da wurde natürlich mit Riesenaufwand das erstmal nach Europa verfrachtet und dann zu Farbe verarbeitet. Okay, nee, ich kann mir vorstellen, im Mittelalter gab es da natürlich noch nicht. Ja, ich habe es jetzt ein bisschen nach hinten gedrängt, aber ich glaube, es sind irgendwie entweder Blätter oder sogar Kot von irgendeinem Tier, also das fermentiert und das wird zu blau. Also ich habe da mal was gelesen, aber das ist mir im Moment jetzt ein bisschen entfallen. Aber das ist erst viel später hat man das gefunden. Es gab nämlich in Trier gab es ja eine Färberei, die hieß die Blaue Hand. Also es gibt ein Geschäft, die heißt die Blaue Hand und es gab wohl eine Färberei, die da auch blaue Töne. Aber das war viel, viel später. Deswegen gab es noch kein Blau da. Und da gehst du dann auch viel in Museen und siehst dir Bilder an aus der Zeit? Ja, das mache ich dann auch, aber vor allen Dingen halt Bücher, weil das geht ja, es muss ja auch schnell gehen. Also es ist halt auch so, in unserem Bereich ist es auch so, wir haben gar nicht so lange Zeit. Ne? Also man bekommt gar nicht so viel Zeit, um jetzt überall hinzufahren und sich die Bilder original anzuschauen. Also das macht man vielleicht privat, wenn man zufällig dann in Berlin ist oder in Hamburg oder eben in New York oder wo auch immer dann große Ausstellungsräume sind. Da kann man das privat machen, aber es ist keine Zeit und es wird immer weniger Zeit. Man muss das schon auch mit den Büchern machen und dann sich das raussuchen und vielleicht die Fotos zusammenstellen. Und früher habe ich alles noch geklebt. So Scrapbooks gemacht? Ja, genau. Alles reingeht, Fotos ausgeschnitten stundenlang und auf den Kopierer gelegt. Und was damals so möglich war. Also so toll wie heute, so mit PowerPoint, das ging damals nicht. Ich habe noch das Buch. Das muss ich dir auch mal zeigen, Emil. Das wird dir bestimmt gefallen. Die hast du alle behalten? Ja, die meisten habe ich aufgehoben, ja. Toll. Und auch die Zeichnungen, die ich immer gemacht habe, die habe ich auch alle aufgehoben. Ja. Das ist ziemlich lustig. Und und das Buch von zum Beispiel George and the Dragon, das war ein Kinderfilm, Mittelalter, das habe ich dann aufgehoben. Ne? Und ich habe am Anfang, also bei George and the Dragon, das war so das erste, also mein drittes Projekt und das war ja ein sehr großes Projekt. Wir hatten ja schon mal gesprochen, das war ein Film mit Patrick Swayze und mit Michael Clarke Duncan, also richtig, richtig groß und Piper Perabo, richtig großes Cast, 250 Komparsen in großen Szenen und es war wirklich, aber ich war noch unerfahren. Ich dachte, ich kann nicht zeichnen so gut, dass das irgendwie reicht für diesen Film, also visuell darzustellen, und dann habe ich einen Grafikdesigner gefragt, der hat eine Zeichnung gemacht. Und die waren ganz toll. Die waren so im Detail, wirklich so wie Comiczeichnungen. Der George und dann der Bösewicht und der Ritter, der schwarze Ritter und alles. Und es sah toll aus, aber ich habe dann nebenbei auch trotzdem selber ein bisschen gezeichnet und ich habe dann einen tollen Schneider in Paris gehabt, der hat damals Jeanne d'Arc auch gemacht, der konnte so ganz tolle Lederarbeit machen, er hat von Hand alles angefertigt, wir haben zusammen die Stoffe gesucht. Ich konnte damals noch fast kein Französisch, er konnte nur Französisch, aber das war egal, wir haben uns gut verstanden und irgendwie haben wir das dann auch hinbekommen. Und er hat mir dann gesagt oder zu verstehen gegeben, dass für ihn das nicht wichtig ist, dass eine Zeichnung genau ist. Er sagt, man muss das Gefühl dafür haben. Und da habe ich gemerkt, dass so wie ich die Zeichnungen gemacht habe, war das Gefühl da. Und er konnte damit sehr viel anfangen. Und ich habe danach wusste ich, dass ich das jetzt auch kann. Also, dass ich mir da auch keine Sorgen machen muss, dass es nicht um die Details geht. Die ändern sich sowieso immer. Also man hat ja nur einen Anfang mit dieser Idee, die man da zeichnet, aber im Endeffekt sieht nachher alles dann doch ein bisschen anders aus. Und das ist auch das Schöne, weil es entwickelt sich und dann sind ja Sachen, die passieren, die vielleicht
nicht möglich sind, weil gerade in der Zeit damals wusste ich ja auch noch nicht genau, wie das alles so funktioniert mit den Stoffen und das mit dem Leder. Aber da hatte ich ja diesen Mann, der so toll nähen konnte und auch sich auskannte mit dem Ganzen. Und das war natürlich toll. Und der flog dann auch zu Patrick Swayze nach Los Angeles und hat ihn da getroffen und ausgemessen. Also es war schon sehr aufwendig alles. Ich habe irgendwann, Val Kilmer war übrigens auch dabei, habe ich ganz vergessen. Es war wirklich gespickt von wirklich großen Stars. Simon Callow darf man auch nicht vergessen, denn der ist ja einer der größten Schauspieler in London. Ne? Ist ja wirklich ein Shakespeare-Schauspieler, wirklich toll. Und dann, habe ich den Val Kilmer, genau, der war zufällig in Amsterdam und dann sind wir dann nach Amsterdam geflogen, alle zusammen, auch der Schneider aus Paris, ich aus Luxemburg und dann haben wir den Val Kilmer getroffen in seinem Zimmer und ich habe ihm dann gezeigt, was wir vorhaben und er hat dann gesagt, ja, toll und habe ihn ausgemessen und als er dann das nächste Mal kam, da haben wir dann das auch nochmal angemessen und ich weiß noch, das war ein bisschen blöd, weil der hatte spielte ja so einen schwarzen Ritter und er hatte so einen Panzer vorne und aus so einem ganz schweren Material. Es sollte so aussehen wie Leder. Es war aber irgendwie so Kunststoff und war dann mit Leder überzogen. Und es tat ihm so weh in den Armen. Und dann haben wir noch ein bisschen dran rumgesägt. Aber dann hat er gesagt, naja, ist egal, sagte, die Uli hat das so schön gemacht. Ich ziehe das an, das geht schon. Das ist ja nicht so lange. Das fand ich total nett von ihm, weil er hatte so einen schlechten Ruf. Wir haben immer alle gesagt, oh, der kommt und der ist ganz schlimm und nein. Das stimmte aber nicht. Der war super nett und er hat alles angezogen, was ich gemacht habe und auch Patrick. Der Swayze, genau. Und der war auch toll und ich habe dann auch ein paar lustige Sachen mit ihm erlebt. Ich war dann, damals gab es ja auch noch nicht Internet, wo man Sachen bestellt hat. Ne? Also, der brauchte einen Neoprenanzug, weil es gab so eine Szene, wo sie es war, glaube ich, April oder Mai, wo sie im Wasser irgendwo hier in Luxemburg in so einem See kämpfen mussten, vom Pferd fallen und weiß nicht was alles. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe so einen Freund in Trier, der hat so ein Wakeboard. Ich rufe den an, dann gehen wir dann dahin. Und dann habe ich den angerufen und ich habe gesagt, komm dann mit Patrick Swayze, kannst du so einen Neoprenanzug bestellen? Und der so, ja, okay, dann mache ich dann. Dann habe ich gesagt, okay, wir kommen dann und dann. Und dann habe ich so Patrick gesagt, pass auf, wir machen das ganz schön, ich komme dich abholen und dann fahren wir nach Trier, dann zeige ich dir auch Trier. Bin ja in Trier geboren und das ist auch eine schöne Stadt und ist ganz toll. Und dann, ja gut, komme ich mit, gerne, finde ich toll. Und ja, ist er mitgekommen, ich hatte damals so einen kleinen Car und dann habe ich ihn da reingesetzt. Ford Car, ist das Auto. Genau. Habe ich ihn da reingesetzt, im Hotel abgeholt, bin dann nach Trier gefahren und dann sind wir dann raus, erstmal in ein Café und dann dachte ich so, ja, und dann sagt und wenn man, die erkennen mich, ich sag, da quatscht, keiner kennt doch, also niemand denkt, dass Patrick Swayze in Trier ist jetzt auf einmal. Das glauben die doch nicht, selbst wenn sie dich sehen. Und dann sind wir in das Café, es hat 5 Minuten gedauert, dann kam der Erste, da habe ich ein Foto gemacht, Patrick Swayze. Und dann ging das die ganze Zeit. Und der saß immer da, keine Fotos, no pictures. Und ja, das war einfach furchtbar, aber wir nichts machen. Wir haben dann den Neoprenanzug anprobiert und nochmal einen Kaffee probiert, aber es hat irgendwie nichts geholfen. Er war immer wieder erkannt worden. Und ich habe ihm dann auch noch so eine lustige Geschichte erzählt, dass in Deutschland ist er ja mehr bekannt oder auch sehr bekannt für Fackeln im Sturm. Ne? Das war ja so eine Serie mit Patrick. Und dann habe ich ihm das gesagt. Dann habe ich gesagt, die Serie hieß in Deutschland Fackeln im Sturm. Und dann hat er gesagt, what? Fucking in the Storm? Und mussten wir sehr lachen. Also er hatte auch einen ganz guten Humor, wenn zugleich er auch in der Zeit nicht sehr gut drauf war. Also es ging ihm nicht so ganz gut. Aber irgendwie habe ich ich habe immer gedacht, ich muss mich um ihn kümmern, weil er war irgendwie so traurig ein bisschen. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass man ihn nicht belästigte. Weil wenn in Luxemburg ausgegangen ist, wollten immer alle Dirty Dancing tanzen. Und das fand ich immer total doof. Und habe dann immer gesagt, jetzt lasst ihn mal hier in Ruhe. Und der einzige Platz, wo es, glaube ich, gut war, das war dann im Meserwerte. Da konnten wir dann alle in Ruhe sitzen und essen. Und da wurde man in Ruhe gelassen. Genau, aber das war meine Patrick Swayze-Geschichte. Und ich habe noch eine lustige Geschichte, die hat jetzt damit nichts zu tun, aber bevor ich das vergesse, weil die ist wirklich auch super lustig. Ich habe auch einen lustigen Film gemacht mit Jean-Claude Van Damme, The Muscles from Brussels. Und das war auch etwas
Beim Fitting, also bekam gesagt vom Regisseur, ich sollte doch bitte daran denken, er würde in einer Szene diesen Split machen, also diesen Spagat und so eine Zigarette ausmachen mit seinem Spagat. Und dann bräuchte er so eine Hose, die müsste dann irgendwie das aushalten können. Okay, gut, ich überlegt und mir ist eingefallen, C&A hat so tolle Stretch-Jeans. Da gehe ich doch mal dahin, die sind auch nicht so teuer. Dann kaufe ich dann ein paar Stretch-Jeans bei C&A. Im Fitting habe ich mir dann die Jeans angezogen von C&A und er hat sie angezogen und sagt, boah, die ist aber toll. Was ist denn das für ein Designer? Und ich stand so hinter ihm und las dann so an dem hinteren Schild, so Angelo Pizzico oder so. Und das habe ich ihm dann genauso gesagt. Und er so, oh ja, das ist ja toll, darf ich die hinterher haben? Ich so, aber selbstverständlich darfst du die hinterher haben. Großzügig. Ja. Und ist auch nicht gerissen dann bei seinem Nein, überhaupt Split. nicht. Nein, das hat alles super geklappt. Die Story hin, dass die dann beim Spagat... Nein, nein, die Hose von C&A hat gehalten, das war richtig toll. Ja, aber es ist so eine lustige Anekdote einfach. Ne? Also es gibt bestimmt noch Hunderttausende, aber das sind so die Anekdoten, die mir so am meisten so im Kopf geblieben sind. Ne? Also du verbringst fast die meiste Zeit mit den Schauspielern, also außer jetzt dem Regisseur, Regisseurin. Naja, früher habe ich da immer noch mehr Zeit rein investiert und heute bin ich ein bisschen zurückhaltender, was das Set angeht. Also früher war ich wirklich von morgens bis die Klappe zurückgefallen ist, war ich da. Und das habe ich über viele, viele Jahre so gemacht und war da wirklich mit Leib und Seele dabei. Aber das war leider auch ein bisschen viel für meinen Körper. Also ich habe jetzt ein bisschen so Hüfte. Ich muss auf mich aufpassen. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr 20 und jetzt muss ich einfach meine Arbeit machen als Designer und nicht auch noch das andere, was ich sonst mal noch mitgemacht habe. Also Betreuer von den Schauspielern und mein eigener Supervisor und ich weiß nicht was noch alles. Ich habe alles leider immer selbst patiniert. Es gab hier keine Patinierperson. Habe ich alles gemacht. Was genau bedeutet das? Patinieren bedeutet, dass die Kostüme dann so gemacht werden, dass sie gebraucht aussehen. Ne? Also, dass sie nicht aussehen wie neu. Das ist ein extra Job eigentlich. Ne? Mittlerweile mache ich das auch, dass ich Leute kontaktiere, die das professionell machen. Da gibt es Leute, die machen nichts anderes. Die machen nichts anderes, als Kleider alt aussehen lassen. Genau. Das ist ein Riesenjob und das ist auch sehr viel Arbeit und das habe ich früher mal selber gemacht. Das ist aber so viel Arbeit und es ist auch sehr körperlich, diese Arbeit dann. Ne? Was gibt's da für Tricks? Wie stellt man das zu? Also die Lederjacke von Indiana Jones oder so. Was muss man da mit der anfangen? Du hast dann zum Beispiel hast du dann Pfeilen und Schwämme und du arbeitest mit Farben und du reibst das ab mit Reiben. Also es ist eine sehr künstlerische Arbeit, weil also zum Beispiel ich habe festgestellt, Menschen, die gut nähen können, die können nicht gut patinieren, weil man muss sich so ein bisschen loslassen beim Patinieren. Also ich bin ja kein so ein Zeichner und mache alles ganz klein und ordentlich, sondern ich male. Mir rutscht auch mal die Farbe aus oder ich bin dann auch, lass das dann auch mal so gehen, was so passiert. Und das machen zum Beispiel Schneider müssen genau überlegen, das muss so sein und es ist einfach organisierter. Und beim Patinieren man muss das so freilassen. Wenn man da so genau dran geht und dann zu viel aufpasst, dann wird es so steif. Und dann sieht es nicht mehr echt aus. Ne? Und das ist eine große Kunst. Also ich habe in Österreich eine Patiniererin, die ist früher Malerin gewesen und ich habe ein sehr tolles Projekt gemacht, wo ich auch für den österreichischen Filmpreis nominiert war. Und das habe ich bestimmt auch ihr zu verdanken, denn das war Erster Weltkrieg, es kam jemand aus dem Ersten Weltkrieg zurück und war dann Gefangenenlager in Russland und der musste auch so aussehen und das hat Bonnie Kaufmann, die hat das ganz, ganz toll gemacht und es sah echt aus und die hat das für alle gemacht. Also es gab da einige Schauspieler, die so aus diesen Kriegszeiten zurückkamen. Und das macht wahnsinnig viel aus, wenn jemand das gut kann. Ne? Also weil es auch wie beim Design, glaube ich, auch wieder um den Realismus geht. Ja, nein, es ist ja so, wenn du Fernsehen guckst, dann siehst du, da sind keine Patinierer am Werk, sondern die kaufen ein und am nächsten Tag hängt das an den Leuten. Ich sammle zum Beispiel, ich habe einen ganz bescheuerten Stock, der ist in so einem Keller und muss ich auch mal bisschen waschen, damit das nicht so feucht riecht. Aber es ist Gold wert, weil ich habe das alles in so Tüten, wahnsinnig viel Zeug. Und dann gehe ich da in die Tüten wühlen und dann hole ich die alten Sachen daraus, also die schon 5-mal gewaschen sind und die weißt du, das sind so Einzelteile, die kann man dann auch nicht finden in so kurzer Zeit. Also da sind wir wieder beim Zeitfaktor, weil als Kostümbildner hast du nicht viel Zeit. Du musst
so viele Sachen überlegen und das muss auch immer gleich funktionieren. Ne? Du musst da wirklich immer den guten Plan haben. Und da ist es ganz wichtig, dass dass du schon Kleider hast, die schon fertig sind. Ansonsten kommst du da in Teufels Küche und dann dauert das ewig, weil du musst sowieso immer mal wieder auch Sachen kaufen und die dann alt machen. Ne? Aber wenn du das Ganze immer machst, dann wird das nicht sehr gut. Es sind so kleine Details wie zum Beispiel, sagen wir, Homer Simpson, der immer so einen Wife-Beater trägt, wie man die nennt. Und Marcel. Ein Marcel. Marcel, ja. Und ich glaube, wir haben schon mehrmals waren wir in einer Situation, wo wir schon auf dem Set waren und jemand gesagt hat, wieso trägt diese Person nicht sowas? Und dann schicken wir jemanden ins Geschäft, der kauft das. Die sind nie weiß. Die sehen nie aus wie neu. Das heißt, jetzt sagt man, okay, müssen wir die ein bisschen dreckig machen, aber du kannst es nicht einfach über den Boden reiben, weil du brauchst halt gewisse Flecken. Also es muss schon was sein, was vom Chipsessen kommt oder irgendwie vom Getränk oder sowas. Ja, und das muss man eben wissen. Also ich war zum Beispiel auch noch mal eine gute Anekdote jetzt bei meinem Projekt. Ich hatte jetzt 1938 Kinder und da war so ein kleiner Junge, der sollte in der Küche arbeiten und ich hatte so eine alte Schürze für ihn machen lassen aus so einem alten Leinen. Hat die Schneiderin ganz toll genäht, aber die Schürze habe ich jetzt erstmal sauber gelassen, weil ich dachte, er ist in der Waschküche und spült Teller und dann ist erstmal vielleicht nicht dreckig. Aber der Regisseur hat ja Glück, weil ich das ja früher auch immer gemacht habe. Und dann hieß es dann, wir müssen die Kürze dreckig machen. Da habe ich zu meinem Team gesagt, okay, dann gehen wir jetzt mal zum Catering und wir fangen jetzt mal nach Spiegeleiern. Dann haben sie sich, ich glaube, den ganzen Tag totgelacht, weil ich Spiegelei gesagt habe. Im Endeffekt war es dann Senf und Ketchup und also Flecken, die von Tomatensauce oder so. Der hat dann wirklich anscheinend so richtig dreckiges Geschirr gespült. Aber weil ich das so gerne mache und das auch gut kann, war das natürlich kein Problem. Aber die Mädchen haben sich den ganzen Tag totgelacht, weil ich über das Spiegelei, was ich gesagt habe. Aber normalerweise nimmt man natürlich nicht Lebensmittel, weil die ja dann vielleicht faul werden oder riechen. Aber in dem Fall war das ja à la minute. Es war ja danach, hätte man das ja waschen können. Also das war schon gegangen für den Tag. Ne? Also wollte ich es dann so realistisch wie möglich machen. Und ich habe aber dann auch, ich habe so eine Farbpalette mit Wasserfarben und ein paar Palette mit Ölfarben. Und ich habe, genau, und das ist vielleicht noch wichtig, wenn wir jetzt beim Patinieren sind. Ich habe einen sehr guten Freund, also der hat mit mir studiert in Trier Modedesign und der war auch Kostümbildner in Berlin. Und der hat irgendwann gesagt, es ist so doof, man kann ja überhaupt nichts kaufen für unsere Patinieren. Ich mache jetzt eine Firma und ich mache mit einem Chemiker jetzt ganz viel Dreck. Und so macht das alles, was wir so brauchen als Kostümbildner. In Amerika gab es das schon ein bisschen mehr, aber da gab es so eine Firma, die ist Schmutz. Also die ist tatsächlich Schmutz. Und so mit Z und so, ganz komisch geschrieben, aber Schmutz. Und ich war in Los Angeles. Ja, also Jiddisch. Das kann sein, ja. Die sagen Schmutz, also Juden sagen Schmutz. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Firma hieß Schmutz und ich habe auch noch so ein paar Sachen von denen habe ich noch. Und dann hat irgendwann der Jürgen eine Firma gegründet, die heißt Patina. Und die hat eine Webseite und da kann man, glaube ich, weltweit kaufen. Und das Ding geht wie geschnitten Brot, wie man so schön sagt. Und der hat halt Staub in 5 verschiedenen Farben, der hat Öle in verschiedenen Farben, der hat Wasserfarbe in verschiedenen Farben, der hat so Stifte, der hat Grease in verschiedenen Farben. Der hat sogar Kragenschmutz. Das ist so eine Dose, da kannst du den Kragenschmutz dran, also wenn es auch mal schnell gehen soll. Da kann man dann die Reiben kaufen, man kann die Schmirgelpapier kaufen und man kann alles, was es gibt für Kostüm, kann man da kaufen. Und der ist super professionell. Und was das Team immer unheimlich freut, es gibt auch immer Haribo dabei. Es gibt immer Haribo dabei. Und Schokolade. Du packst die Päckchen aus und da ist immer was Süßes drin für die Crew. Es ist wirklich großartig, was der macht. Und also er hat auch so ein Produkt aus Amerika, das heißt Bobs. Das nimmt Gerüche weg. Also wenn man, so Kostüme können ja manchmal nicht gewaschen werden, wenn die historisch sind, dann muss man ja trotzdem, meistens macht man das dann mit Wodka. Ja, das Wodka nimmt dann den Geruch, ne? Aber dieses Bobs ist noch besser als Wodka. Das ist so ein geheimes Rezept und das sprüht man da drauf und dann riecht das nicht mehr so schlimm. Okay, aber mit Wodka funktioniert es auch. Ja, wir haben auch immer Wodka. Ja. Wodka. Pures Wodka einfach. Was, ich glaube, ja, pures Wodka, ja. Mhm. Wird dann einfach auf die Kleider gesprüht. Ja, genau. Das macht dann auch keine Flecken und du riechst auch nicht wie ein Alkoholiker danach. Nein, das verfliegt ja dann. Der Alkohol verfliegt ja. Es riecht nicht mehr Alkohol, nein.
Das ist super interessant. Ich muss das mal mit all meinen Jacken probieren, die ich nicht in die Waschmaschine schmeißen kann. Komm vorbei, ich gebe dir das Bobs. Okay. Das ist noch besser. Und Haribo möchte ich dann aber auch. Dann kriegst du auch Haribo. Ja, aber das ist fantastisch, weil früher sind wir dann in die Apotheke und haben Fuller's Earth gekauft, also Heilerde. Weil das so feines Staub ist, ne? Das war unser Staub. Und wenn es dunkel sein sollte, der Staub, dann war das schon schwierig, ne? Da hat man, glaube ich, so Asche noch dazu genommen, aber das war dann auch Riesenschweinerei und danach war auch alles nicht mehr gut, ne? Und ich habe als allererstes Projekt hatte ich einen Zombie-Film, American Werewolf in Paris, und da habe ich alle Zombies gemacht, wo ich keine Ahnung hatte. Ich habe dann mit dem Feuerzeug und Bunsenbrenner und Klebstoff und mit dem Auto drüber gefahren. Und echt? Ja, ich habe alles gemacht, was man... Mit einem Ford Ka. Nein, ich hatte damals ein anderes Auto. Nein, aber man macht das dann so, und dann guckt man. Aber im Endeffekt ist es egal, was man nimmt. Also heute ist man es einfach komfortabel, weil es die Farben halt schon passend gibt und die Farbkasten. Aber damals, es kommt eigentlich drauf an, dass man so eine Lockerheit hat, mit die Sachen dreckig zu machen. Ne? Und auch Blut und auch Wunden. Und da habe ich auch mal sehr viel Spaß gehabt. Und die Katja Alexis, die jetzt leider gestorben ist, meine beste Freundin beim Film, die war ja die Make-up-Artist, und die konnte das immer ganz toll. Die hat dann immer so Models gemacht für die Wunden, und ich habe sie dann immer so mit Blut und auf die Kleider dann weiter verteilt. Ne? Aber wir waren ein super Team, wenn es so um Wunden ging. Also das war auch mal eine Zeit lang meine Spezialität. Ich habe so einen Erste Weltkrieg-Film mal gemacht. Da war ich zwar nicht Kostümdesigner, aber ich war dann so der Supervisor. Also ich habe da wirklich alles, die paar hundert Leute immer in Schach gehalten, dass die dreckig sind. Also weil es meine Aufgabe, die dann so. Und da habe ich furchtbar Spaß dran. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach mega Spaß. Ja, das war... Also dreckig machen und dafür bezahlt werden. Ja, das war... Ich war, glaube ich, als Kind auch immer gerne im Dreck. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr so viel, nur noch, wenn es wirklich nötig ist. Weil so ein Patinierer doch noch mal tiefer reingeht in das Ganze. Ne? Gerade jetzt so bei diesem Weltkrieg-Film, wo sie hat Löcher, also ich hätte Löcher reingeschnitten und sie hat Löcher aufgebaut. Also das heißt, hinterher konnte man diese Sachen ins Kostüm mal wieder zurückgeben, ohne dass die Löcher hatten. Also sie hat dann wirklich ein Stück Stoff genommen, hat das aufgenäht und hat das dann mit Farbe so dargestellt, dass es ein Loch ist. Es ist wirklich ganz verrückt. Und das ist dann noch mal eine Stufe höher. Also so weit bin ich damals nicht gekommen. Deswegen bin ich jetzt auch sehr dankbar, dass ich jetzt Menschen kenne. Auch in Brüssel kenne ich eine Frau, die auch sehr gut patinieren kann. Und das kostet auch sehr teuer, weil es ist eine ganz harte, lange Prozedur. Aber das gönne ich jetzt mir einfach in meinem Budget, weil das einfach dann auch besser aussieht. Ja, das ist wahnsinnig wichtig. Da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil the devil is in the details. Ja, genau. Und das, wie du sagst, bei Fernsehen sieht man halt, dass die vielleicht einfach nur aus dem Geschäft rausgekommen sind und ein brandneues T-Shirt dann haben. Ja. Und das sind so Details, die einem nicht sofort auffallen, aber... Die sehen auch immer alle aus wie verkleidet, oder nicht? Also ich finde es im Fernsehen aussehen wie verkleidet. Die sind immer so eine schlechte Modeschau. Ja, und dann sind sie alle bunt. Aber ich weiß mittlerweile auch, das liegt nicht an den Kostümbildnern. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Es liegt an im Fernsehen, also in Deutschland weiß ich das zum Beispiel, weil ich habe ein paar befreundete Kostümbildner in Deutschland. Die dürfen gar nicht frei arbeiten. Da kommt dann der Redakteur und der sagt dann, meine Frau mag keine Latzhosen und meine Frau mag keine Kochthosen und ich will nicht, dass die jetzt grün sind oder ich will jetzt, dass die so sind. Und die haben alle gar keine Ahnung. Und dann muss man das machen. Und das ist natürlich traurig. Und da kann ich sagen, ich bin da hier in Luxemburg ganz toll. Und da muss ich auch noch mal alle bei den ganzen Produzenten mich bedanken. Ich werde niemals von den Produzenten zu etwas gedrängt oder werde blöd angemacht oder ich werde überhaupt nicht gebrieft von denen. Sondern ich darf wirklich so arbeiten, wie ich das für richtig halte. Und das muss ich schon noch mal betonen. Also das ist ganz, ganz toll hier. Und da sind alle, stehen da wirklich auch immer hinter mir. Und auch wenn mal, es geht ja vielleicht auch mal was daneben oder es sieht was nicht so aus, wie der Regisseur das möchte. Oder das passiert ja auch mal, ne, dass man vielleicht nicht so zusammenkommt, ne, bei allen Sachen. Aber meistens klappt es ja gut.
Und sonst würde ich das ja auch nicht so lange machen. Denn wenn man das nicht gut macht, dann ist das ja auch sehr anstrengend, weil dann sind ja die Regisseure nicht gut gelaunt. Kann man sagen, dass es 2 große Sachen gibt, die wichtig sind in deinem Job, wenn es darum geht, das Outfit für einen Schauspieler zu finden? Dass es einerseits der Realismus ist, hauptsächlich wenn es ein Film ist, der in einer anderen Epoche spielt. Und die zweite Sache ist, was zu finden, was für diese Person vom Charakter her für die Rolle passt. Absolut, ja. Beides. Wie legst du dich da an? Ich legst du dich an, das ist ein gutes Deutsch. Ich weiß, was du meinst. Wie fängst du damit an? Also ich glaube, mit der Epoche hast du ja schon erklärt, dass du da die Recherche machst, schaust Bilder zu finden, wie die Leute damals angezogen waren. Aber wie entscheidest du, wenn jetzt ein Film in unserer Zeit spielt, wie diese Person angezogen sein soll? Also in der heutigen Zeit, Contemporary, meinst du? Ja. Das ist für mich immer schwieriger noch, weil ich bin irgendwie sicherer in der Historie, weil die Schauspieler reden da nicht so viel mit. Ne? Also die fühlen sich da, es ist einfach toll, so alte Sachen anzuziehen. Und also grundsätzlich mache ich ja immer eine Auswahl, also auch in den Kostümhäusern. Ich versuche schon auch die Originalsachen zu finden, weil das sieht immer am allerbesten aus. Aber wenn nicht, dann muss ich was anfertigen lassen und dann muss man schon ein relativ sicheres Händchen haben, weil das ist ja dann das, was genäht wird. Ne? Heutzutage, also Contemporary ist einfach so, dass ich dann schon einiges kaufe oder auch anfertigen lasse, wenn das nicht zu kaufen ist. Also beim Kaufen ist es so, dass ich so viel kaufe, wie mein Budget zulässt, dass ich das kaufe und vielleicht wieder zurückbringen kann. Weil sonst ist das Budget ja schnell aufgebraucht. Also mein Job besteht auch daran, dass man in die Geschäfte die Sachen wieder zurückbringt. Das ist wahnsinnig anstrengend, diese ganzen Tüten wieder also aus dem Geschäft rauszuschleppen und sie wieder reinschleppen, den Überblick zu behalten, was habe ich wann gekauft, wann kann ich was wieder zurückbringen. Also das ist schon auch, es gehört halt auch dazu. Und das ist echt langweilig. Und das kostet wahnsinnig viel Zeit. Und manchmal denke ich, warum muss ich jetzt so viel Zeit damit zubringen? Weil ich habe jetzt nicht so große Projekte, dass ich 10 Assistenten habe, die das machen. Also ich habe meistens eine Assistentin und dann habe ich noch 2 am Set und so arbeiten wir dann auch. Ne? Also, dass ich da 10 Assistenten habe, die kaufen gehen, habe ich nicht. Also das ist hier ein Luxemburg und die Budgets nicht groß genug, um dann mehr Leute zu haben. Aber das muss ja auch dann organisiert werden. Ne? Ich komme da eigentlich immer ganz gut zurecht und wenn man so einen Schauspieler trifft man ja dann und dann probiert man ein paar Sachen an und dann tastet man sich langsam ran, dann sagt die dann vielleicht, oh nee, das gefällt mir jetzt aber nicht und dann weiß man schon, in die Richtung geht's vielleicht nicht so oder ich muss sie vielleicht überzeugen für etwas, wo ich vielleicht auch dahinter stehe oder vom Regisseur her. Also am besten ist, wenn der Regisseur dabei ist bei den Fittings, weil dann muss man nämlich nicht hinterher auch noch mal Sachen ändern, weil der Regisseur das noch gar nicht gesehen hat. Ne? Ich finde es immer traurig, wenn ich Fittings mache ohne Regisseur. Das ist echt schade, weil sonst ist man dann wirklich fertig. Dann ist die Person angezogen, dann sind alle d'accord und dann bleibt das dann auch meistens so. Weil es wird schon noch genug so geändert und es passieren ja auch immer wird Sachen. Wird geschneidert und alles. Genau, genau. Aber es ist immer so eine große Spielwiese, auf der viel passiert und auf die man so ein bisschen reagieren muss auf das, was passiert. Und manchmal ist das, was man vorher gedacht hat, ist es nachher gar nicht. Das ist einfach ganz anderes. Aber für mich war immer wichtig, dass man denkt, dass die Leute keine Kostüme anhaben. Weißt du, dass es aussieht, als wenn es kein Kostüm ist, als wenn es wirklich die Person ist, die man da darstellen möchte. Und wenn mir das gelingt, dann freue ich mich immer, wenn ich das dann sehe hinterher im Bild. Es ist furchtbar, wenn es nicht so ist. Und manchmal hast du ja auch Regisseur oder Schauspieler, die gehen nicht mit dir mit. Aber meistens kriege ich es hin. Meistens kriege ich es hin. Ja, aber das ist auch zu deren Verteidigung, das ist schon wichtig, dass sie sich darin sehr wohlfühlen. Darum geht's auf jeden Fall, ja. Oder halt eben nicht. Das kann ja auch zum Vorteil werden, wenn man sich wirklich nicht wohlfühlt. Ja, natürlich. Je nachdem, was die Rolle verlangt. Natürlich, aber da bin ich, glaube ich, auch immer sehr kooperativ mit den Schauspielern. Also, weiß nicht, du kennst vielleicht ja auch ein paar Schauspieler. Aber da passe ich schon auch auf, dass sie sich da drin wohlfühlen. Da hast du schon recht. Das wäre das Super-GAU. Weil ich bin ja da, damit der Schauspieler eine gute Leistung auch bringen kann. Genau. Und wenn der das nicht kann, weil ihm das Kostüm auf die Nerven geht, dann ist der ja abgelenkt und denkt die ganze Zeit darüber nach. Das ist natürlich keine Option. Also ich kenne keinen Zuschauer, der sich einen Film ansieht und das Schauspiel ist vielleicht Mittelmaß, aber man denkt, ach, das sind so schöne Kostüme. Das ist ein perfekter Film, weil die Kostüme so schön sind. Wenn die Schauspieler dann nicht auf dem gleichen Niveau sind, dann bringt's nichts. Nee, genau, aber das ist eben auch so ein Ding. Es gibt Schauspieler,
die sind wirklich toll, weil sie wissen genau, was für diese Rolle benötigt wird. Und sie gehen dann auch mal ein, dass es vielleicht zwickt oder, aber sie verstehen und sie brauchen das dann für die Rolle. Oder dass etwas zu eng ist oder zu groß oder, weißt du, das gehört manchmal dazu. Also das ist super wichtig. Wenn du so Schauspieler hast, und die Guten, ganz ehrlich, wissen das auch genau. Also da weiß ich auch, zum Beispiel die Vicky Krieps, die weiß genau, also die zieht das dann auch trotzdem auch an, ne? Also die passt dann schon, also die redet schon mit, aber die weiß auch genau, was wichtig dann für die Rolle ist, ne? Und zum Beispiel mag sie eigentlich überhaupt keine hohen Schuhe, aber sie hat gesagt, sie versteht aber, dass sie hat ja Ingeborg Bachmann gespielt bei Bachmann und Frisch. Und sagt, ich brauche das zum Spielen, diese hohen Schuhe. Normalerweise hasse ich das ja, aber das brauche ich hier. Und deswegen werde ich die auch anziehen, alle. Ne? Und das hat sie gemacht. Und ich ist da rumgehumpelt. Das war manchmal, hat mir das sehr leid getan. Aber das gehört dann dazu. Und das ist schon wichtig. Und zum Beispiel, ich habe mit Tim Ross gearbeitet an dem Film von Desiree Nosbusch. Und da hat man mir die Nummer vom Tim gegeben. Und dann habe ich ihn angerufen in New York. Und wir haben dann lange telefoniert und über sein Kostüm gesprochen. Und er war so klar mit dem, was er gerne hätte. Also Farben, Firmen, hat er mir ganz genau gesagt, wie er da so gerne aussehen will. Das war jetzt auch kein Kostümfilm. Ne? Man muss dann auch immer schauen, wann ist es wichtig, dass ich mich dann einbringe und da auf Sachen mehr lenke oder auch nicht. Und das war jetzt, Desirees Film war für mich ein sehr emotionales Projekt, wo es wichtig war, dass dieser Tim Ross das bekommt, wo er sich wohlfühlt drin. Weil es war auch Winter, die spielten immer nur auf so einem Friedhof und er musste ja super traurig sein. Und ich habe dann das gemacht, was er gesagt hat. Und der war dann auch sehr dankbar und sehr froh. Und ich fand auch, das war richtig. Desiree war nicht so froh, erst weil der hatte so eine Kapuze sich gewünscht, so eine Jacke mit Kapuze. Und weil der so klein ist auch, Tim ist wirklich klein, hat sie, glaube ich, gedacht, das ist so bisschen so wie ein kleiner Junge. Und die andere Schauspielerin, das war eine tolle dänische Schauspielerin, die war riesig. Und die hatte halt auch eine Kapuze. Aber ich habe mir jetzt den Trailer angeschaut und ich muss sagen, es ist gut. Es ist richtig, es ist gut. Ja, also ich habe den Film ja gesehen. Ich war bei der Premiere in München. Ah ja, du warst. Ja. Und das passt sehr gut, weil das auch die Rolle ist. Die Sachen, nach denen Tim gefragt hat, waren die spezifisch auf seine Rolle? Oder glaubst du, das sind Sachen, die er einfach tragen will und er hätte jetzt beim nächsten Film sagt er wieder die gleichen Sachen? Der sagt, glaube ich, oft die gleichen Sachen. Also, aber bei dem Film, also es war ja auch so, der Tim Ross hat ja in dem Film einen Vater gespielt, dessen Kind gestorben ist. Ne? Und als Tim Ross diesen Film zugesagt hat, war sein Sohn im Sterben. Er ist auch mittlerweile gestorben. Das heißt, es war ein super emotionaler Film für ihn. Ne? Also ich wusste das zum Beispiel nicht, dass sein Sohn ich glaube, ich hatte gehört, dass er krank ist, aber nicht, dass es so schlimm ist. Ne? Das wusste ich nicht. Und er wollte diesen Film auch, glaube ich, deswegen machen, weil er sich damit auseinandersetzen wollte. Also das ist jetzt was ich so gehört habe. Und ich denke, das war genau richtig. Mein Gefühl hat mir gesagt, ich muss jetzt genau das, was der sagt. Und ich habe wirklich das auch aufs Detail ausgeführt. Also die Jeans, die so twisted war, ich habe wirklich alles, das T-Shirt von, weiß ich nicht was im Film, wenn es so contemporary ist. Ne? Aber er weiß auch, was ihm steht. Der sah auch gut aus damit. Weißt du, das ist ja ein sehr kleiner Mann. Ich habe ihn mal auf einer Premiere gesehen, er hatte einen Anzug an, das sah nicht gut aus. Er ist halt so ein sportlicher Typ und wenn er so schlabberlige T-Shirts anhat, die so aussehen, als wenn sie schon 100 Jahre alt sind, diese teuren Dinger die sehen ja so aus. Die sind ja der neue Stil, man bezahlt dafür, dass es aussieht, als wäre es 100 Jahre alt. Genau, es ist dein Lieblingst-T-Shirt, das du dann schon lange hast und ja, das war so und ich fand das richtig. Ja, aber bei so einem Film geht es ja nicht darum, die große Mode zu machen, sondern da muss man sehr sensibel und ich glaube, da bin ich auch gut, weil ich das auch spüre, wenn jemand unglücklich ist oder sich dann nicht wohlfühlt. Und das wäre wichtig. Und dann fühle ich mich auch nicht wohl, wenn mein Schauspieler sich nicht wohlfühlt oder der Regisseur sich nicht wohlfühlt. Das ist für mich nicht schön. Ne? Und dann muss man eben noch weiter dran arbeiten. Und wie ich eben schon sagte, die meisten Schauspieler wissen, wann es passt für sie. Und dann hört man auf und dann dann ist es das Kostüm. Aber solange das nicht so ist, muss man das weiterentwickeln. Ja, also was Fabian vorhin meinte, ist, dass man als Kostümbildner ja sehr nahen Kontakt hat zu Schauspielern. Also du bist ja nicht nur dafür da, etwas zu erschaffen, was die dann nachher als Tool benutzen für ihre Arbeit, sondern du kommst denen ja auch wirklich
tatsächlich regelmäßig, also in der Vorbereitung zumindest, körperlich nah. Ja. Du musst die vermästen und du musst dich hier frickeln und dann kniest du dich nieder. Und dann musst du dich ausziehen, wieder anziehen, ja, genau, ausziehen. Das ist sehr intim. Ja, natürlich. Und wie wirkt sich das dann aus? Oder gibt es da für dich Techniken, wie du dann diese Personen, die du nicht kennst und die vielleicht zum Teil sehr komplizierte Menschen sind, komplexe Menschen sind, gibt es da Berührungsängste? Oder wie gehst du das an? Weil da musst du ja irgendwie eine psychologische Feinfühligkeit besitzen, um zu wissen, wie du die anpackst und den da anders als die hier und so weiter. Ja, ich versuche immer, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich zu nervös bin. Das gelingt mir aber nicht immer. Das passiert dir hin und wieder, dass du starstruck bist. Ja, schon. Aber ja, ich schon auch manchmal so Zweifel, dass ich dann denke, so, ob ich das jetzt diesmal hinkriege, ob das klappt. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich immer denke, das ist alles kein Problem. Und was ich, glaube ich, gut kriege, was Schauspielern, glaube ich, auch gut gefällt, ist, dass ich sehr euphorisch bin. Also ich freue mich, wenn mir was gefällt, dann freue ich mich immer ganz viel. Und das hat die Vicky irgendwann gesagt. Das ist so lustig, du freust dich immer so, wenn du was gefunden hast, was dir gefällt. Und ja, das ist dann eben so, da freue ich mich. Und das ist mittlerweile mir auch am allerwichtigsten, dass ich mich dann freuen kann und dass mir das Spaß macht und dass ich mache dann auch gerne mal einen Witz oder ich sage dann mal was Unpassendes und da müssen halt alle lachen. Am liebsten habe ich, wenn ich eintauche und gar nicht mehr weiß, dass ich da jetzt, wen ich da vor mir habe und was ich da jetzt eigentlich sage. Das ist eigentlich am besten, weil das ist am authentischsten und ich glaube, das kommt auch am besten an. Ich habe zum Beispiel Isabelle Aubert, ist zum Beispiel sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr streng und eigentlich will sie gar keine Fittings haben, aber wenn sie dann ein Fitting haben will, dann muss er sofort sein und wenn du da nicht da bist, dann schreit sie dich erstmal ein bisschen an und also das ist schon sehr, und da habe ich aber gelernt, dass ich mich dann so in mich zurückziehe und versuche ruhig zu werden in mir selbst, weil man muss ja dann manchmal auch was ändern dann am Kleid. Ich bin ja keine große Näherin, also das ist für mich ganz Horror, nähen, aber bei Isabelle zum Beispiel sie hatte dann so ein Kleid und da musste ich was drunter nähen, weil sonst hätte man reingesehen. Und dann musste ich zu mir sagen, das schaffst du jetzt. Und dann habe ich zu Isabelle gesagt. Und sie hat mich vorher echt ein bisschen angekackt. Also es war schon ein bisschen nervös. Aber ich dachte so, jetzt bleibst du ganz ruhig. Setz dich jetzt da hier in dem Trailer war ich dann bei ihr und setz mich da hin. Habe ich zu ihr gesagt, bitte jetzt kommen zu mir da. Und ich würde das jetzt dahin nähen. Und dann habe ich an ihr das dann mit aller Ruhe genäht. Innerlich war ich, glaube ich, auf 100.000. Aber ich habe mir gesagt, ordentlich ins Dekolleté reingepiekst. Genau, aber nein, du musst das jetzt schaffen und du musst dich jetzt zusammennehmen und musst das hinkriegen. Und ich glaube, das hat ja auch imponiert, dass ich das dann hingekriegt habe, so sehr professionell zu bleiben. Und ich habe auch immer gesagt, Mademoiselle Aubert, habe ich immer gesagt. Mademoiselle? Ich habe Mademoiselle Aubert immer zu ihr gesagt. Genau. Und dann gab es noch mal eine Situation, wo sie so einen Fleck am Kleid hatte und dann hat sie irgendwie gemeckert. Meine Assistentin hat es irgendwie nicht weggekriegt und hat sie die beschimpft und da habe ich gedacht, okay, gut, dann bin ich hin und dann habe ich dann auch darum getupft und war sie dann aber zufrieden, dass ich dann bei ihr war und dann sollte sie noch mal drehen, aber sie hatte eine Tomatensuppe gegessen bei ihrem weißen Kleid. Also dann musste ich mit ihr an ein Set gehen und dann hatte sie so eine Tanzszene, in so einer Traumsequenz und dann musste ich immer da stehen und musste dann immer so Daumen hoch machen und sie sagen, alles okay, alles okay. Stand ich dann immer so am Rand und sie dann, okay. Ja, aber das kriege ich irgendwie, ich weiß nicht, das kriege ich dann schon doch hin. Es ist eine sehr interessante Frage von Emi. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, weil jetzt das Beispiel von Tim Roth zum Beispiel. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich weiß, um was es geht und die Sache mit seinem Sohn. Bevor er dann rausgeht, um eine Szene zu spielen, die sehr, sehr emotional sein wird, geht so ein Schauspieler in sich rein, denkt da über alle möglichen Sachen, er bereitet sich auf den Moment vor und du bist eigentlich so wie Make-up und Haare, ihr seid die letzten Leute, die da noch einen intimen Kontakt mit ihm haben, bevor er rausgeht und vor die Kamera. Das ist dann eher mein Team, ne? Weil, also ich bin mittlerweile, wie ich schon sagte, ich mache dann die Fittings und ich bin da, wenn ein Kostüm angedreht wird. Das heißt, wenn der Tim Roth jetzt 10 Kostüme gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, noch ein paar Mal mehr da gewesen und am Set. Aber da der nur ein Kostüm hatte, der Film ja nur einen Tag spielt, zumindest wo er drin ist, und dann brauchte ich ja nicht mehr da sein. Und das heißt, meine Assistentin oder die Garderobiere ist dann dem Schauspieler dann nah. Ich bin dann raus. Aber da hast du auch deine Erfahrung ja schon gehabt, oder? Du hast das ja am Anfang
Habe ich das einfach mitgemacht. Also ich habe geglaubt, dass man das alles irgendwie machen muss. Das ist Blödsinn. Das ist Käse, weil dann reibt man sich zu viel auf. Aber generell betrachtet, also ich finde es schon interessant, was Fabian hier aufbringt. Muss man sich da Mühe geben, in so einem Moment einfach unsichtbar zu sein und nicht zu stören und nicht da irgendwie den Moment kaputt zu machen? Ja, das muss man. Man muss da wirklich, also ich gucke auch immer, wen ich da einstelle als Garderobiere, weil die darf keinen Fall nervige Frau sein. Also ich hatte mal jemand, die ist sehr, sehr, also sie braucht sehr viel Aufmerksamkeit ihr selber, also für sich selber. Und das ist furchtbar, denn das geht nicht. Das müssen Menschen sein, die dienen mögen, also die dann auch kein Problem haben, sich mal auf den Boden zu werfen, einen Schirm zu halten oder eine Wärmflasche zu machen. Also es müssen Menschen sein, die gerne sich um Menschen kümmern. Es geht mehr ums Kümmern und darum zu sorgen, dass dieser Person gut geht, dass sie genügend warme Wäsche hat, dass sie einen warmen Mantel hat. Ich sorge dafür, dass die das alles haben, diese Mädels, die dann den Set machen. Aber ich erwarte dann von meinem Team, dass sie müssen dafür sorgen, dass diese Schauspieler sich absolut wohlfühlen, dass es denen gut geht, dass wenn was aufspringt, dass sie das nähen oder dass man das tackert und dass wenn was kaputt geht, dass sie das flicken. Und sie dürfen nicht zu viel um die rum sein. Es gibt ja auch Regisseure, die drehen durch, wenn eine Garderobiere die ganze Zeit bei jedem Take darum knödelt. Also das muss ja auch nicht sein. Also es ist toll, wenn man eine Garderobiere hat, die den Überblick behält, die sieht, jetzt muss ich nichts machen. Es gibt ja auch so Fummler, die kommen dann bei jedem Dings und nur um zu zeigen, dass sie fummeln sie halt rum. Und das ist natürlich gruselig, wenn das so ist. Ne? Und, das ist eine Sache von Feingefühl und den Raum lesen und sehen, auch was jetzt vielleicht die Szene ist, die gleich gedreht wird und ob man der Person ein bisschen Freiraum lässt oder. Genau. Du hast das gesagt also man kümmert sich darum, dass sie sich gut fühlen. Wie ist es mit Nacktszenen? Sind das Sachen, wo auch dein Department sich darum kümmert, dass die Person sich wohlfühlt, dass immer jemand da ist, der die Person verdeckt, wenn sie nicht nackt ist, aber auch vielleicht intime Stellen verdeckt? Ist das Teil deines Jobs? Also ich muss mir zumindest Gedanken machen, was ist passiert in der Szene, ich muss mit dem Regisseur sprechen und also mittlerweile gibt es Intimacy Coaches. Es gibt keine Sexszene mehr ohne Intimacy Coach. Das ist auch wegen der MeToo-Geschichte, dass da jemand dabei ist, die dafür sorgt, dass Sachen eingehalten werden. Was meine Aufgabe da ist zum Beispiel, früher hat man für die Herren immer so aus Seidenstrumpfhosen oder aus so hautfarbenen Stoffen so Säckchen genäht, wo man dann alles reingesteckt hat. Heute gibt es was ganz Tolles, es kommt aus Amerika, das heißt Chibu. Das ist so eine Klebevorrichtung, die man der Dame und auch, es gibt auch für Herren ein Chibu, da klebt man da unten alles ein bisschen zu. Das klingt sehr bequem. Schreib's mal auf, Fabian. Chibu, genau. Das kann man auch bei meinem Freund, dem Jürgen bei Patina, kann man das auch bestellen und kaufen. Dann muss man halt schauen, die Damen, ob sie ihre Brüste zeigen wollen oder nicht. Dann, in Amerika sieht man ja oft, da haben die dann tolle Dessous an in den Sexszenen und das ist ja auch oft ein bisschen lustig. Wieso behalten die alle ihre BH dann an? Oder die Decke bis unter das Kinn. Ja, genau. Oder haben so ein Kleidchen an. Das finde ich dann immer noch besser, wie wenn der BH anbleibt. Aber da muss man halt Sachen abkleben. Also das kommt immer darauf an, was auch bei den Schauspielern in den Verträgen steht. Aber da wird's ja dann richtig intim. Das heißt, die Schauspieler, die bekleben sich nicht selbst. Doch, die bekleben sich selbst. Das Chibu können sie sich schon selbst kleben. Man hilft aber, wenn sie, also man ist schon dabei. Sie brauchen vielleicht dann schon mal Hilfe, oder Erklärungen oder so. Also meine Garderobiere würde schon dabei bleiben. Ne? Ich selber jetzt nicht. Das würde zu weit gehen. Dass ich jetzt dabei bin. Es ist eine Person, die dann da ist und die das dann macht. Ne? Und die dann auch die Bademäntel hält, die auch in der Szene nebendran sitzt. Und sobald die Szene abgepfiffen wird, dann muss die sofort mit dem Mantel hin und die Personen bedecken. Wenn es 2 Personen sind, müsste man 2 Garderobieren haben, die das dann machen. Also es kommt auch drauf an, wie die Schauspieler drauf sind, ne? Also wie empfindlich sie sind. Weil ich erlebe ja immer wieder, es steht in den Skripts stehen die wildesten Sachen drin und wenn dann der Tag kommt, wo die dann diese Sachen spielen sollen, dann gibt es dann ein Riesengeschrei und dann darf man plötzlich nichts mehr sehen, obwohl es drin steht, man sieht ihre Brust und dann darf man sie auf einmal nicht mehr sehen. Also das passiert dann auch immer wieder und dann muss man ganz schnell auch eine Lösung finden. Ne? Und ich habe so ein Kit mittlerweile, so eine Kiste. Da ist dann so ein Verband drin, wo man die Brust abkleben kann, so Klebedinger, weil man kann es ja nicht einfach irgendwas nehmen. Es gibt ja jetzt, in Unterwäschengeschäften gibt es dann so
Sachen, die man auf die Brust kleben kann, ohne dass man hinterher die halbe Brustwarze abreißt. Ne? Also extra dann für diese Bereiche dann zu kleben. Ne? Also da gibt es mittlerweile wirklich tolle Sachen. Früher hat man da ganz lustige Sachen gemacht. Was machst du denn, wenn Schauspieler auf einmal Opfer ihrer eigenen Unsicherheit auf Bezug zu ihrem Körper werden? Und vielleicht ganz am Anfang, als du dir deine Gedanken gemacht hast und deine Kostüme zurechtgelegt hast und so weiter, alles startbereit und dann auf einmal heißt es, ja, aber da sieht man meine Speckröllchen und das will ich dann doch nicht und kannst du mir nicht so 5:12 das ist ja was auch ganz anderes machen? Nein, das kommt nicht vor. Also ich sorge schon dafür, dass es schon klar ist, bevor wir drehen, dass die sich da drin wohlfühlen. Und bei Speckröllchen gibt es ja auch ganz tolle Sachen heutzutage. Es gibt einen Spanx, dann kriegen sie einen Spanx angezogen oder ich kaufe was Teures bei Woolford. Das kostet dann richtig teuer, aber das macht schon viele Röllchen weg. Und das sieht man ja auch bei diesen ganzen Veranstaltungen in Los Angeles, wenn die dann alle Top-Figuren haben, die haben alle irgendwas drunter an. Ne? Das gibt es jetzt auch für Männer, Spanx. Ja, seit genau. ein paar Monaten, glaube ich. Ne? Ja, da gibt's ein paar Monaten. Ja. Also ich habe vor ein paar Monaten davon gehört und ja, ich bräuchte die vielleicht. Also müsste ich ja, aber genau, aber das ist bei den Fittings kommt das ja schon raus. Dann kriege ich ja schon mit, wie sind die drauf? Mögen die ihren Körper, mögen die nicht? Und ich versuche die auch dann nicht zu überreden, dass die das jetzt toll finden oder sag nicht, das sieht aber jetzt toll aus. Ich muss schon auch ehrlich bleiben. Wenn eine Person kräftiger ist und sie das aufträgt, dann muss ich das auch sagen, weil die sieht das ja nachher. Und dann sagt die, wieso hast du mir das nicht gesagt? Ich sehe ja schlimm aus. Nee. Kannst du nicht sagen, sorry, aber du hast ein bisschen fetten Arsch hier in der Hose. Das darf ich natürlich nicht sagen. Du musst ja sehr diplomatisch das ausdrücken. Ja, nee, aber ich muss dann schon sagen, wir müssen jetzt vielleicht was finden, was ein bisschen weniger aufträgt. Also würde ich das dann eher so sagen. Das klingt gut. Ne, das trägt jetzt auf. Ja, das ist eine bessere Version von deinem Spruch. Ja, also ich bin so ein bisschen zu fett, das geht nicht. Aber es trägt vielleicht, das ist nicht gut für deine Silhouette. Das ist auch ein schöner Spruch. Das macht deine Silhouette nicht gut. Machen wir lieber so, weil das macht eine gute Silhouette. Und das sehen die ja auch im Spiegel. Also sie sind ja nicht blöd, das kriegen die schon auch mit. Und dann macht man so lange vor dem Spiegel rum, bis die dann die Silhouette auch sehen können, die sie dann wohlfühlt. Aber es sind ja sehr viele Schauspieler, die so Hauptrollen spielen, auch gut aussehen und schlank, obwohl die dann auch manchmal unsicher sind und denken, sind zu dick. Ja, eben. Also man muss nicht unbedingt übergewichtig sein, um sich nicht im Körper wohlzufühlen. Voilà. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Projekt gemacht, da war eine Schauspielerin, die war vorher relativ schlank und die ist durch Kinder bekommen, halt etwas kräftiger geworden. Und ich fand das großartig. Die hat so toll sich mit ihrem Körper bewegt und war so ohne Scheu und ohne Allüren. Das war großartig und das wird man in dem Film auch sehen. Er ist noch nicht raus und bin sehr gespannt und ich glaube, da wird sie sich auch sehr wohlfühlen, obwohl man ihren Speck gesehen hat. Aber ich glaube, das wird fantastisch, weil sie sich so wohl gefühlt hat oder zumindest so rüberkam, als hätte sie sich wohl gefühlt in ihrem Körper. Und das ist einfach toll. Und dann kann man auch ein paar Kilo zu viel haben. Ne? Es kommt dann immer darauf an, wie die Schauspieler dann auch so unterwegs sind. Ja, da gehört viel Mut dazu, da gehört auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein dazu. Ja, zum Beispiel Trine Dierborn war fantastisch, ne? Die ist ja auch nicht so super schlank, aber sie ist eine sehr gute Figur, also normal für ihr Alter und sie war so super gut mit ihrem Körper. Das hat mir so gefallen, auch beim Fitting, wo das ausgezogen war, die Kamerafrau war da, Desiree war da, ich war da, ausziehen, nächstes anziehen, ausziehen und kein Problem. Und sie war wirklich so bei sich. Und sie war aber auch, sie konnte auch entscheiden, was ihr gut geht und was nicht. Das war aber sehr angenehm, musste man nichts sagen. Die wusste genau. Ja, die hat eine mega Ausstrahlung, die Frau. Ja, ich habe die ja danach kennengelernt und ich war ein bisschen verliebt. Ja, die ist toll. Desiree hat guten Cast gehabt, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Schlau. Da kommt ein neuer Film raus. Ich weiß nicht, Fabian, du hast ihn vielleicht schon gesehen. The Substance. Der sorgt für Furore ein bisschen gerade überall. Ich glaube, da ist jetzt auch für Europäischen Filmpreis. Da spielt sie mit? Nein, das ist die Demi Moore. Mit der hat es ja auch schon mal zu tun. Genau, die habe ich zum Beispiel auch schon nackt gesehen. Ah, okay. Und weil hier in dem Film ist sie auch nackt und alles andere als schmeichelhaft. Die beweist, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber anscheinend, da geht es nämlich auch um Körperwahn und Schönheitswahn und sie hat den ja das Altern verhindern. Ja, sie hat es ja ganz toll hingekriegt. Also sie hat es ja gut, die Operationen sind ja alle sehr gelungen bei ihr. Also ich habe sie ja gesehen, also ich habe sie ja tatsächlich kennengelernt und ich habe sie nackt gesehen. Da war ich nicht Kostümbildnerin, sondern da war ich tatsächlich Supervisor. Das heißt, ich war ihr nah und ich habe sie morgens angezogen und wieder ausgezogen abends.
Sie ist eine sehr tolle Person, ne? Sie ist sehr respektvoll mit Menschen und sie ist auch relativ stabil in ihren Launen, muss ich sagen. Also da war ich sehr überrascht, wie gut, da war sie mit Ashton Kutcher zusammen in der Zeit. Und da war auch, Ashton Kutcher war auch da. Der war auch total toll, also sie war super lustig, also ein ganz witziger Typ. War das so 2005? Mhm. Ja, ich habe die gesehen bei Sephora in der Großgas in der Stadt. Ja, die sind ja da immer rumgelaufen. Und sie sind immer zu diesem Thailänder in Bonnevar, waren sie immer essen. Und hatten da in der Nähe vom Flughafen hatten sie so eine Villa gemietet, wo sie dann in der Zeit vom Dreh hier waren. Ne? Ja, die war also wirklich toll. Ne? Und sie sah gut aus, ne? Also auch vom Namen. Ich habe auch ein Bild von einem Crewfoto, da sitze ich genau vor ihr. Ja, sieh mal einer an. Da war ich auch noch die Liste der Schauspieler, mit denen du gearbeitet hast, ist sehr lang. Die ist sehr lang und könntest du genauso gut in L.A. wohnen, wenn man sich die Namen ist so richtig, anschaut. Ja genau. Ich habe wirklich so tolle Sachen gemacht. Also das will ich auch noch mal sagen, ist die Entscheidung, ich war ja auch eine Zeit lang in Berlin, ich habe in Luxemburg angefangen und ich bin so reingestolpert eigentlich in die Filmindustrie. Ein Freund von mir, der war Standfotograf, der Erich François, der macht jetzt die Marathon hier in Luxemburg. Und der hat zu mir gesagt, Uli, du bist doch schnell. Ich glaube, du musst jetzt beim Film mal anfangen. Ich besorge dir mal ein Praktikum. Dann habe ich beim Andy Bausch angefangen, beim Kurzfilm. Und da habe ich Cynthia Dumont kennengelernt, meine jetzt beste Freundin hier in Luxemburg. Und sie hat Kostüm in New York studiert. Das heißt, ich habe richtig Glück gehabt, auch die richtigen Personen zu treffen, weil sie hat wirklich das von der Pike auf gelernt und hat auch viele internationale Sachen gemacht in Amerika und war dann hier in Luxemburg, kam dann hier zurück. Und ich war dann ihre Assistentin über ein paar Jahre und sie hat dann Kinder bekommen und auch adoptiert und dann, das war dann alles zu viel und dann bin ich sofort nachgerückt. Ne? Und das war wirklich eine große Sache. Und dann habe ich wirklich entschieden, auch hier zu bleiben. Ne? Und das war so aus dem Bauch heraus, ne? Und ich habe das nie bereut. Aber es war anstrengend am Anfang. Am Anfang waren sehr viele französische Produktionen und ich habe dann immer französische Filme gemacht. Ich konnte wirklich kein Wort Französisch. Ich habe nie Französisch in der Schule gehabt. Und ich war dann immer auf diese französischen Produktionen. Und da war das noch nicht mit DeepL, wo man schön übersetzen kann, sondern das war dann so, Katja, meine Freundin, die jetzt gestorben ist leider. Und die hat mir dann immer geholfen. Die hat dann mir ein bisschen übersetzt in den Meetings. Und da müssen sie das haben. War echt eine riesen Challenge. Und ich habe da nie aufgegeben. Und dann waren auch ein paar englische Sachen. Also gut, Englisch konnte ich gut. Aber es war schon auch sehr anstrengend immer. Aber irgendwie habe ich es immer hingekriegt und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe ja so tolle Projekte gemacht, auch in den letzten Jahren wirklich so verschieden. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland gibt es keine Kostümbildnerin, die so viele verschiedene Genres auch gemacht. Ich habe ja Horrorfilme gemacht, ich habe Actionfilme, Kinderfilme, Science Fiction, es gibt ja, die Liste ist ja, also ein ISIS-Film habe ich ja letztens gemacht, den Rebell, auch wahnsinnig, dein Bruder ja auch mitgespielt. Ne? Also jedes Mal ist es wie eine Wundertüte und ich habe ein paar tolle Dokus gemacht in den letzten Jahren, also so Fiction-Dokus, kommt jetzt bald wieder eine raus, toll. Also das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen und super anstrengend, aber das ist so faszinierend, diese ganzen verschiedenen Felder auch zu bedienen. Ne? Und in Deutschland machen dann die Leute immer nur Kinderfilme oder dann gibt es dann, ich glaube, es gibt 4 oder 5 Kostümbildner, die dann diese größeren Sachen machen. Ne? Und ich muss sagen, was auch toll ist, dass es gibt viele Produktionen hier in Luxemburg, die mir auch die Chancen geben, also diese besseren, größeren und auch interessanteren Projekte zu machen und mich hier auch als Luxemburgerin draufsetzen. Ne? Also da ist der Amour erstmal ganz groß zu nennen. Also die Buddy und der Alexander, die sprechen sehr, sehr für mich mit immer. Ne? Und auch Tarantula. Aber ja, auch Samsa hat mich auch immer unterstützt. Also das finde ich toll, dass ich da Adil jetzt auch viel, da habe ich einen spanischen Film gemacht, aber dein Bruder ja auch dabei. Pandelimon. Ja, großartig, ja. Ne? Und ich habe kein Wort verstanden, was der Regisseur gesagt hat. Und die Spanier war ein spanischer Film, aber ich hatte eine tolle Assistentin und war auch kein Problem, ne? Und ich bin halt gewohnt und das ist halt so toll, auch mit diesen ganzen Ländern zurechtzukommen. Weißt du, da in dem Land, da arbeitet man so, in dem Land arbeitet man so. Ich war in Schottland, ich war in Irland und ich kann da bin ich, glaube ich, sehr gut in diese Teams rein. Ich bin auch immer sehr, glaube ich, beliebt bei den Local-Kostümleuten. Ich bin, glaube ich, sehr nett mit den Leuten. Also ich tue mich schon auch immer so benehmen, dass mein Team nicht traurig ist. Das ist mir auch wichtig, dass ich nicht arbeite und
die so meine Sklaven sind und ich dann da stehe und ich bin hier die Kostümtante und ihr seid nur meine Sklaven. Das finde ich nicht gut, sondern ich möchte schon, dass mein Team auch viel lacht und dass sie Spaß haben an der Arbeit und dass sie sich auch daran beteiligen, an dem Projekt, das wir da gemeinsam machen. Ne? Und ich versuche auch, dass sie immer das haben, was sie brauchen. Und ich bin auch nicht so, dass ich hingehe und denen alles durcheinander mache. Also da habe ich so gehört, dass viele Kostümbildnerinnen, die sind dann sehr kreativ. Die kommen dann in den Kostümbus und dann machen sie so batsch. Und dann ist das Ganze alles durcheinander. Und dann müssen alle immer gucken, wie das dann wieder aufgeräumt wird. Das mache ich zum Beispiel auch nicht. Aber das liegt daran, dass ich natürlich am Anfang von meiner Karriere sehr viel auch als Garderobiere gearbeitet habe, in anderen Ländern war, als Assistentin gearbeitet habe und auch weiß, wie diese Jobs, die unter mir sind, funktionieren. Ja. Ich finde das super, dass du das so siehst, weil ich immer finde, dass in meiner Industrie hier in LA zumindest, also in Werbung, Musikvideo, finde ich, das Styling Department das schlimmste Department ist, also das der schwierigste Job ist. Es sind die Leute, wo die Assistenten am frühesten da sind und auch die letzten sind, die normalerweise gehen. Ich glaube, die Produktion kommt ja immer 1 Stunde oder 2, bevor der Rest der Crew kommt. Ja. Und normalerweise kommen dein Departement auch dann schon. Mhm. Und wir haben vor ein paar Wochen ein Fitting gemacht, wo die 350 Looks gebracht haben für eine Person. Und wir haben Kisten geschleppt, stundenlang, waren nachher noch 4-5 Stunden da nach Drehschluss. Mhm. Also die Leute arbeiten sehr, sehr hart. Das ist ein harter Job, ja. Ja, und nicht alle Stylists, Kostümbilder sind da so relaxed, wie du es bist, glaube ich. Also ist das Department, wo ich am meisten finde, dass Leute ein bisschen misshandelt werden am Set, muss ich sagen. Ja, es ist auch so. Und da versuche ich einfach, so gut vorbereitet zu sein für mein Team, ne? Dass da nicht so viel passiert. Und ich muss auch sagen, das ist auch viel besser geworden. Aber ich habe mir das auch irgendwann gewünscht und dass ich das nicht mehr möchte, so misshandelt zu werden, sondern dass ich jetzt Spaß haben will. Und ehrlich gesagt, seit ich mir das vorgenommen habe, passiert das auch meistens. Muss ich wirklich sagen. Und ich bin halt auch nicht mehr die ganze Zeit dann da. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz schwierig ist, weil ich früher immer da war, weil dann habe ich alles mitbekommen, weil es gibt ja dann so Situationen und dann noch das mache ich nicht mehr und ich komme dann und versuche mein Team dann aufzuheitern und ihre Sorgen zu hören und was sie noch brauchen. Aber ich muss relaxed bleiben. Wenn ich jetzt schon nervös bin, und ich bin ja schon ein nervöser Mensch eigentlich, dann geht das schief. Ne? Also das war früher schon, habe ich das schon gemerkt, wenn ich dann kam und ich war zu nervös. Das ist nicht gut. Ich muss relaxed sein. Das färbt dann auf den Rest des Teams ab. Genau. Und dann vielleicht fängt man dann auch an, mal nach unten zu treten. Aber das wäre wirklich, das will ich gar nicht. Welcher Film, denkst du, von allen Projekten, die du gemacht hast, war die größte Herausforderung? Ist das eine Sache von Epoche? Ist das ein Film, wo du Hunderte von Leuten anziehen musst? Ja, pass auf. Also ich weiß nicht ganz genau. Es war es gibt viele Herausforderungen, aber meine größte Challenge in meinem Leben war eine Doku-Serie, die ich vor 6 Jahren gemacht habe. Die kannst du dir auch anschauen. Die ist immer noch im Internet. Ich glaube, in der ARD-Mediathek. Die heißt Krieg der Träume. Das war 1000 Komparsen. Insgesamt. Wir hatten ganz wenig Geld. Es waren 8 Drehbücher. Der Regisseur war super schnell, was ich eigentlich mag, weil ich bin ja auch super schnell. Aber da waren nur 5 Bücher geschrieben. 3 waren noch nicht geschrieben. Und wir hatten eigentlich viel zu wenig Geld. Ich hatte 2, 3 Kostümhäuser, habe ich Sachen zusammengesucht. Das war eine Epoche von 1918 bis 1939. Und ich wusste überhaupt nicht, wo ich mich da reinbegebe. Und es waren ja 3 Bücher noch nicht geschrieben. Und das heißt, es ging ja auch um die politischen Situationen. Das heißt, es ging um Uniformen. Und ich habe dann erst gedacht, ja, dann gehe ich in meine Kostümhäuser, die werden mir da schon helfen. Und da gibt's ja auch einen Uniformmann, da kann man dann helfen. Und habe ich dann irgendwann gemerkt, dass da war ich in Berlin, genau im Babelsberg, da haben die so einen netten Mann, der kennt sich sehr gut aus mit allen Nazi-Uniformen und so. Aber ich musste dem trotzdem noch, der hat die Drehbücher nicht gelesen, sondern ich musste dem trotzdem noch Listen schreiben. Wir hatten 140 Schauspieler und einer davon war Pola Negri und Pola Negri hatte, glaube ich, 40 verschiedene Outfits. Ich weiß gar nicht, was mit mir geschehen ist. Und dann am Schluss hat der Regisseur das Drehbuch gar nicht mehr mir gegeben, sondern hat mir das durchs Telefon durchgegeben. Da brauche ich dann
die und die Nazi-Uniformen und da noch, der Hitler ist dann noch da und dann ist er noch hier und dann sind das ja Situationen in dieser Nazi-Zeit, da waren jede Situationsänderung hat eine andere Uniform. Alle 5 Monate oder 3 Monate war das neue Uniform und das musste ja alles total und dann die ganzen Abzeichen und ich weiß nicht. Und ich hatte dann noch so 2 Running-Assistenten, die aber eigentlich von so Sachen keine Ahnung hatten. Es war niemand da, der patiniert. Ich habe diese 1000 Komparsen, wenn du das anschaust, jeden einzelnen habe ich angezogen. Ich habe jeden Tag 30, 40 Personen angezogen, was fast unmöglich ist, dass man das hinkriegt. Ja. Und ich habe mittlerweile so ein gutes Auge, dass ich Komparsen sehen kann. Ich muss die Schuhgröße noch nicht mal von denen wissen. Ich gucke denen auf die Füße und ich hole denen ein paar Schuhe und dann sagen die, oh, die passen mir ja jetzt. Oder ich ziehe denen einen Anzug an und sagen, oh, das passt mir ja jetzt ganz genau. Ich kann es dir gar nicht erklären, wieso das so ist. Ne? Ich habe das mittlerweile so im Gefühl. Und ich glaube, das kommt von dieser Zeit, wo ich jeden Tag so unter Hochdruck diese Sachen anziehen musste. Also diese Uniform, das hat mich echt in den Verstand gebracht. Ja, nee, aber das war mein schwierigstes Projekt. Aber für mich war es trotzdem ein tolles Projekt, weil ich habe nicht aufgegeben und ich habe es hingekriegt. Also alle 1000 Komparsen waren angezogen, sehen auch gut aus und ich bin sehr stolz darauf, dass ich es hingekriegt habe. Und der Regisseur hat zu mir gesagt, Uli, so ein Projekt hat man noch nie gemacht und wird man auch nie mehr machen. Aber es klingt nach einem Riesenabenteuer, das gemacht zu haben. Das war es auf jeden Fall, ja. Mhm, ja. Es hat meine Gesundheit, glaube ich, nicht so gut getan, aber es ist aber meinem Kopf gut ausgegangen, weißt du, weil ich es hingekriegt habe. Von daher. Das scheint mir auch eine Qualität zu sein, die du von Anfang an besessen hast, dich anpassen zu können und nicht aufzugeben und irgendwie zu gucken, dich durchzuwuseln und du hast es immer irgendwie hingekriegt. Ja, das stimmt. Ja, habe ich gemacht. Und jetzt möchte ich Spaß haben. Ich möchte jetzt ernten. Ich will jetzt ernten meine Erfahrung, dass das jetzt nicht mehr so schwer ist, dass ich jetzt sage, das ist, wenn das so aussieht, der Film, dann brauche ich das und das. Und das mache ich jetzt auch viel konsequenter und seitdem bin ich etwas entspannter. Emil, hast du eine Frage? Ja, ich hätte da noch eine letzte Frage. Und zwar, stell dir vor, du stehst vor einem Fahrstuhl und dann geht da die Tür auf. Bing. Und dann steht da die Person, die du immer mal treffen wolltest. Und jetzt hast du eine Minute mit der Zeit auf engstem Raum. Wer wäre diese Person und was würdest du dieser Person sagen wollen oder fragen wollen? Ganz ehrlich, ich habe jetzt schon so viele Aufzüge gesehen, aufgemacht und ich bin, glaube ich, so erfüllt, was meinem Leben, wen ich getroffen habe, dass ich da jetzt eigentlich mir jetzt niemand so vorstellen kann. Das muss nicht unbedingt aus der Filmwelt sein. Ja, ich weiß. Es kann jeder sein, es kann, was weiß ich, der Buddha sein, lebendig oder tot. Das ist wir sagen immer, der Elevator to Heaven. Vielleicht würde ich Simone de Beauvoir mal treffen wollen. Die habe ich auch fast mal getroffen. Ein Freund von mir war mit mir zusammen in Paris und er ist auf den Friedhof gegangen zu Sartre und er hat sie dann am Grab getroffen und der war dann mit ihr Kaffee trinken. Die lebt noch? Jetzt nicht mehr, das ist schon lange her. Ich bin ja ein paar Jahre älter wie du. Ja. Damals lebte sie noch. Ich vergesse das immer. Sag mal, vielleicht, weißt du, doch, wenn ich, glaube ich, gerne sehen würde, wäre es Louis de Funès, den würde ich, glaube ich, gerne mal treffen. Louis de Funès. Ich glaub nicht, dass das ein lustiger Typ war im normalen Leben. Jetzt fällt mir noch jemand ein, Loriot. Aber ich glaube, der war auch nicht so lustig. Ja, Vigo von Bülow. Ja, aber ich glaube, der war auch nicht so lustig. Das sind so Genie-Komiker, die sich die ganze Zeit Gedanken machen über alles Mögliche und nur lustig sind vor der Kamera. Ja. Aber im wahren Leben, glaube ich, nicht so die angenehmsten Zeitgenossen waren. Nee, eben. Und das ist es auch, wo ich jetzt mir so Gedanken mache. Also ich bin eigentlich eher so froh mit allen Begegnungen, die mir jetzt so passieren. Also zum Beispiel bei meinem letzten Projekt habe ich die Kinderbetreuerin, mit der mich angefreundet. Und das war einfach toll. Wir haben einen Abend zusammen gegessen und haben festgestellt, dass wir viele Sachen gemeinsam sehen. Und das sind mehr so Begegnungen, weil die Schauspieler oder die berühmten Leute sind oft auch komisch. Und deswegen ist das dann einfach. Und ich habe ja schon so viel getroffen, also muss jetzt auch nicht mehr sein. Dein Bedarf ist erstmal abgedeckt. Es geht ja weiter. Lassen wir gerne mal so gelten als Antwort. Okay. Ja, also wir haben auch einige Gäste gehabt, die gesagt haben, will ich überhaupt nicht, weil es heißt immer, never meet your heroes. Du bist meistens enttäuscht, wenn du jemanden triffst in echt, wo du oft dir das erträumt hattest. Und dann geht's meistens schief. Aber das weiß ich ja. Dadurch, dass
was ich jetzt eben alles erzählt habe, durch meine Erfahrung, die ich jetzt in den vielen Jahren gesammelt habe, sind ja alle die Heroes, also ich habe sie hinter die Fassaden gegucken dürfen. Und deswegen, da erwarte ich jetzt gar nicht mehr so viel. Weißt du, die Begegnungen, die mir begegnen in meinem jetzigen Leben, die sind jetzt wichtig. Und nicht die Leute, die wichtig sind. Genau, nein, wichtig, genau. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Also eigentlich, ja. Das ist eine perfekte Antwort. Ich bin auch froh. Ich bin richtig froh. Ja, dann, liebe Uli, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Ja, uns auch. Dass ich das alles erzählen durfte. Ja, vielen Dank. Ja, wunderbar. Wirklich. Vielen Dank. Okay. Ciao. Ciao.